sich euch heute Abend? Heute wird sich alles entscheiden. Heute haben wir wieder die einmalige Chance. Nein, dieser Hölle aufsteigen. Stück nach oben. Sie spielen, würden Sie vielleicht 9-mal gewinnen. Aber nicht dieses Spiel. Nicht heute. Ich verspreche dir, dass du alles versuchst. Dass dir von niemandem her, dass du was nicht kannst.
Sponsor dieses Pokals, den ihr gewonnen habt, Kreispokalsieger 2017, 16-17, MTV Ingolstadt. So, liebe Freunde, das Pokalfinale ist vorbei. Wir haben einen Sieger, wir haben einen unterlegenen Trainer, der sich aber, ich glaube, nicht über die Leistung seiner Mannschaft hier großartig beschweren muss. Also, wir haben ein super Finale gesehen. Erst einmal Glückwunsch an Felix Beck vom MTV Egesdorf, Trainer. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Teddy Rothschild, Herzlich willkommen. hier in deinem Zuhause. Ja. Wir fangen mit dem Trainer von Bennesdorf an. Ja, Teddy, erzähl mal. Ja, also letztlich, ich glaube, wir sind uns einig, dass das hier ein mega Tag war. Und das habe ich den Jungs vorher auch gesagt. Ich sage, ihr müsst das Ganze hier richtig aufsaugen. Ja, kommt ein paar Minuten eher, ich war auch recht früh hier. So, aufsaugen, sich angucken, zweite Herrenwaschenalarm. Gehst hier am Platz, du kriegst die Glückwünsche noch für die Meisterschaft, den ganzen Kram, saugst das auf, siehst die Kulisse und freust dich ja letztlich auch auf den Gegner, letztlich, dass die beiden besten Kreisebenen-Teams spielen. War alles bereit, Top-Wetter und letztlich war es ein super ausgelegtes Spiel. Wir haben, denke ich mal, schon den richtigen Schlüssel gefunden gehabt. Wir wollten halt die Drucksituation von Egesdorf diesmal nicht ertragen wie im Rückspiel. Wir haben das ganz gut entzerrt bekommen. Egesdorf hat dann sehr kompakt und diszipliniert verteidigt. Und ja, wir haben 1, 2, 4 in der Vorwärtsbewegung gemacht. Eine hat die genutzt, beziehungsweise halt eben mit dem Einheit durch 3 oder 4. Das geht natürlich mega. Aber ist halt passiert. Dadurch war natürlich ein Riesenloch und dann war der Giesemann da, ne? Oder war da was? Luke Meyer den reingekriegt. Ja, genau. Ganz kurz. Du hast gesagt, die Jungs sollten das aufsaugen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass deine Mannschaft echt nervös war. Und das, obwohl sie hier zu Hause sind und in Meisterschaft im Rücken. Ich dachte, dass sie doch durchaus hier ruhiger agieren, aber die waren doch sehr nervös. Also einige wirken glaube ich, nervös. Das Ding ist aber, glaube ich, du kannst so ein Spiel dann nicht mit so einer Saison vergleichen, wie es im Punktspiel gegen Egesdorf oder erste Teil spielst. Das ist dann noch was anderes, auch wenn es dann sich vielleicht gegen Lendorf das Spiel, wo es um alles ging, für uns zuspitzt. Ich denke, ja, von der Kulisse, da muss man erst noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich, wenn sie es nicht ausblenden können. Ich sehe das dann irgendwann nicht mehr, mir ist es dann eigentlich jetzt nicht, ne? Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere ein bisschen nervös war, aber ich vermute bei Egesdorf auch. Gutes Stichwort. Egesdorf hat auch unglaublich viele Fans dabei gehabt. Haben wir gesehen. Heute 1300 Zuschauer. Wie war das denn so? Ja, also erstmal Glückwunsch an die Organisation, an Bennesdorf. Es war ein tolles Event, ein toller Tag. Wirklich gut organisiert. Und ja. Ralf König muss man da natürlich hervorheben, der hier hin und her geflitzt ist. Und muss ich noch ein bisschen sammeln jetzt. Ja. Also ich muss sagen, unabhängig vom Spiel, es war für unsere Mannschaft, für die Fans, für den ganzen Verein auch ein Riesenerlebnis, hier heute spielen zu können. Das auf alle Fälle, ja. Ihr habt seid früh in Führung gegangen, im Grunde genau. Westplan aufgegangen, würde ich sagen. Ja, wir haben nicht unbedingt darauf gespielt, ein frühes Tor zu schießen, wobei ich mich natürlich nicht beschweren will, das ist immer gut, wenn man in Führung geht. Ja, wir wollten einfach, wie Paddy schon gesagt hat, defensiv kompakt stehen, diszipliniert verteidigen, weil wir auch genau um die Offensivstärke von Bennesdorf wussten, um die hohe Qualität, gerade über die Außen mit dem Tempo. Und da war es einfach wichtig, wenig zuzulassen, ja, um selbst keine Gegentore zu bekommen, dass wir nach vorne immer was können zu jeder Zeit, so das war uns klar. Und dann muss man einfach im Spielverlauf darauf bauen, dass dann im Umschaltspiel dann noch Chancen dann rauskommen nach vorne. Ja, also genau. Wobei, man muss ja dann sagen, Bennesdorf hat zum richtigen Zeitpunkt den Ausgleich geschafft, dann kurz vor der Pause. Ne? Das ist natürlich immer schwierig. Was sagt man denn so einer Truppe in der Halbzeit? Ja, ich habe das meinem Team auch gesagt, ich fand, wir waren letzten 20 Minuten der ersten Hälfte zu passiv. Wir haben
Wir haben viel gebolzt in der Phase und nicht mehr so versucht, unser Spiel durchzuziehen. Wobei es über die ganzen 90 Minuten schwer war, einfach aufgrund der Kulisse, der Nervosität, auch wirklich so ins Spiel zu kommen, wie wir es gewohnt sind. Wir haben zu wenig gemacht, ganz klar. Das habe ich meinem Team in der Halbzeit gesagt, dass das dann eine logische Konsequenz ist und dass wir wieder was draufpacken müssen. Und ich fand, dass wir in der zweiten Hälfte dann spielerisch wieder besser reinkamen. Wobei ich sagen muss, Paddy wird mir da wahrscheinlich zustimmen. So rund um 60. Minute hatte ich das Gefühl, jetzt ist Bindesdorf am Drücker, hat eine riesen Chance gehabt. Keine Ahnung, wie ist das denn, wenn deine Jungs da ein, zwei riesen Chancen quasi liegen lassen? Ja, es ist so. Also ich habe in der Halbzeitpause, was sagt man seinem Team, in der Halbzeitpause gesagt, das Momentum ist jetzt für uns. Ja, wir kamen besser rein, Bindesdorf, du sagst, zu passiv. Wir haben es geschafft, dann doch einmal zu antworten, uns nicht ängstlich zu zeigen. Und in der Pause haben wir halt gesagt, wir machen jetzt weiter. Wir haben noch mal ein bisschen besprochen, wie wir vielleicht zwischen eure Ketten kommen und dann eben zu versuchen, dass wir einfach dann in euren Rücken kommen. Und das, ich denke, wir haben einen Fehler nachher gemacht, wo ihr das 2-0 machen und 2-1 machen müsst. Mit dem Mega-Einsatz von Felix noch, der das dann noch verhindert. Und danach war das eigentlich aber bis zur 80. sage ich mal, waren wir am Drücker, wo ich das Gefühl hatte, ja, und auch so aus der Saison kannte ich das, ja, wir werden da einen machen. Dieses Gefühl hatte ich schon, dass das gut möglich wäre. Es war immer knapp. Du sagst, nach vorne geht immer was bei euch. Das ist einfach so. Da habt ihr auch Ausnahmefußballer. Und vielleicht eben doch mal einen Punkt mehr reinsetzen. Reinmurmeln, reinkämpfen, reindrücken, wie auch immer. In den Strafraum, 10 Standards, kritische Szenen kriegen, wo es knapp werden kann. Und da haben wir letztlich aus 10 Szenen nichts gemacht. Ja, zu wenig gemacht. Der eine hält sensationell diesen Reflex da. Ist doch nicht irre. Können wir sagen, muss er machen, ne? Muss er eigentlich den muss er halten, muss er festhalten. Ne? Also, sensationell gehalten, dafür dann stehen wir 2-1. So, und dann wahrscheinlich gewinnen wir es, weil wir dann die Kontersituation bekommen. So, und dann war es halt eben 85. Minute, 1-2 waren auch dann platt, nochmal wechseln, guckst dann nochmal, alles gut, Deckball, der schön knapp vorbeigeht, dann hast du eine Szene auf der Außen, 1-1, das verlierst du, das Duell. Und dann kann er in Ruhe reinspielen. Dann ist das der Punch, den ihr dann gemacht habt, den wir dann nicht gemacht haben. Und dann steht 2-1 genau. Und die Zeit war nicht mehr da. Du sprichst es an, Lucky Punch, den habt ihr dann letzten Endes gesetzt. Genau. Kurz vor Schluss. Erzähl mal was, also da geht dann bestimmt der Puls auf 180, oder? Ja, ich habe ja gemerkt in der Phase dann auch am Ende, auf beiden Seiten werden die Kräfte weniger so. Bindesdorf war immer gefährlich, da kann ich nur zustimmen. So. Das Spiel war echt auf Messerschneide so in beide Richtungen. Ja. Wenn Bindesdorf das 2-1 macht, dann wird es mega schwer für uns zurückzukommen. Das wusste ich während des Spiels schon und habe einfach immer darauf gehofft, dass wir nach vorne dann doch mal vielleicht diesen Lucky Punch dann machen. Ja, und wenn es dann passiert, ist das einfach nur Emotion pur. Ne? Wir sind hier auf und ab gesprungen, das ist einfach mega geil dann. Sowas widerlich! Sowas spielt auch Fußball. Ja, genau, das sind genau die Momente, die dann mega Spaß machen. Das ist Fußball dann. Ja. Mega Spaß, ich gehe mal davon aus, dass jetzt in Egesdorf heute noch länger. Genau. Also, was los ist. Was ist geplant? Ist was geplant? Es ist was geplant, ja. Wir sind ja mit 2 Bussen hier. Das Team ist zusammen mit ein paar Fans schon hergekommen. Anderer Fanbus hinterher. Wir werden hier noch ein bisschen feiern auf dem Platz. Dann fahren wir gemeinsam zurück ins Vereinsheim nach Egesdorf. Und dann werden wir da, ja, Open End, werden wir es ausklingen lassen heute und noch ein bisschen den Sieg feiern. Da wünsche ich euch viel Spaß. Felix Beck. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch, feiert schön. Ne? Vielen Dank auch an einen sympathischen Paddy Rothschild. Willst du was anderes? Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.